Achtung, fertig, los! Einfach, dass das klar ist. Ich bin die Schnellste. Ich zeig's euch. Hallo zusammen, ich bin Chaya, ein Whippet. Und ich tue für mein Leben gerne rennen. Das ist Dana. Wir trainieren zusammen und geben beide immer unser Bestes. Heute sind wir mal wieder an einem Wettkampf. Seht ihr, da vorne sind meine Gegnerinnen und Gegner. Wir kennen uns aber alle ziemlich gut, weil wir oft zusammen auf der Rennbahn sind. Dort geht es jetzt aber noch nicht an, weil vor dem Sport braucht es unbedingt eine Runde Aufwärmen. Das finde ich im Fall mega schön. Das ist wie die Ruhe vor dem Sturm, wenn ich mit der Dana ganz entspannt laufen gehe. Zuerst muss ich aber noch ein bisschen machen. So, und jetzt ab auf den Spaziergang. Wieso ist der schon wieder so wichtig, Dana? Ich halte den Hund am Start, wenn wir nicht Muskelverletzungen, wenn wir verhindern. Und aus diesem Grund schauen wir, dass der Hund gut eingelaufen ist. Macht mega Sinn, oder? Beim Warm-up sind wir übrigens meistens gerade die ganze Rasselbande. Weil eigentlich haben wir uns ja alle mega gern. Beim Rennen sind wir aber dann schon eher Konkurrentinnen. Ich bin übrigens eine Sichtjägerin. Viele Hunde arbeiten ja mit ihrer Nase. Das heisst, sobald sie etwas schmecken, folgen sie dieser Spur. Ich bin da anders. Ich arbeite mit meinen Augen. Sobald ich etwas sehe, das mich interessiert, will ich dem hinterherrennen. Darum haben wir auf der Rennbahn auch immer so einen Roboter. Der darf im Fall immer vor uns starten. Sonst wäre ich ja sowieso viel schneller als er. Das Renndeckel tue ich vorher schon drauf, bevor ich einlaufe. Einfach auch, dass sie merkt, dass wir jetzt auf der Rennbahn sind und dass jetzt etwas geht. Und der Maulkorb kommt dann ganz am Schluss drauf, kurz bevor sie in die Startbox kommt. Oh nein, nicht schon wieder der Maulkorb. Okay, dann halt. Wenn ich nachher dafür rennen darf, können wir es machen. Aber wirklich erst, wenn sie in die Startbox geht. Okay, Dana? Habt ihr übrigens gewusst, dass der Körper eines Rennhunds von Natur aus dafür geschaffen ist, so schnell wie möglich zu sein? Ich bin dünn, habe aber ganz viele Muskeln. Sogar meine Ohren helfen mir dabei, schnell zu sein, gell, Dana? Die Ohren müssen aus dem Weg, sonst bremst sie das. Und aus diesem Grund haben sie die Ohren immer gegen hinten angelegt. Habt ihr gehört? Ohren zum Rennen? Also, ich finde das recht der Hammer. So, jetzt haben wir aber genug geschwätzt. Jetzt geht der Wettkampf los. Kommt mit! Ah ja, stimmt. Zuerst noch der doofe Maulkorb. Aber ist okay. Es gehört halt dazu. Jetzt tut mich Dana in die Startbox. Ich muss mich jetzt konzentrieren und kann nicht mehr schwätzen. Wir sehen uns auf der Rennbahn. Drückt mir den Daumen. Da kommt der Roboter. Dich fange ich. Achtung, fertig, los! Schneller, schneller, ich schaff's! Los, 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 los! Yes! Ui, leck, habe ich Durst. Jetzt muss ich aber wirklich etwas trinken. Ist also schon anstrengend, gegen so schnelle Hunde zu rennen. Aber für mich gibt es nichts Schöneres, als mich voll und ganz auszupowern. Ich liebe es einfach. Jetzt ziehe ich ihr das Deckel ab. Das ist für sie dann eigentlich so ein bisschen das Zeichen, dass es vorbei ist. Oh nein, ist es schon vorbei? Ich habe gemeint, wir machen noch mal eine Runde. Ja, okay, ich gebe es zu. Ich weiss, dass wir auch genug Pause brauchen und nicht zu viel rennen sollten, auch wenn wir mega Lust drauf haben. Aber dafür gehen wir nach jedem Rennen noch mal schön entspannt auslaufen. Das ist im Fall auch mega. Und das machen wir wie beim Warm-up mit der ganzen Rasselbande. Apropos Rasselbande, wenn du wissen willst, was die anderen Powerhunde für Superkräfte haben, dann gang auf den SRF Kids Kanal auf YouTube. Dort kannst du zum Beispiel sehen, was eine blinde Führhündin in der Schule so lernt. Am besten abonnierst du gerade noch den Kanal und verpasst keine Folge mehr. Aber weißt du was? Von den anderen Hunden ist im Fall keine so schnell wie ich. Macht's gut. Tschüss!